Leck me do am Zuckerli. Oh, leck mir Das Arsch. ist Chimpanzini Bananini. Halb ab, halb Banane. Aber zu 100% a bayerische Legende. Ja, Beure, Alter, wo sind meine Beure? Wo sind meine Biertrinker? Ja, Grützifix, Alter. Hugo Friedrichs Merz ist Kanzler geworden? Hä, war der nicht eh schon? Ich hab gar nichts davon Ich hab mitbekommen. gegoogelt, 1010, Digga, Dinosaurier. Was? Was? Die Bananenschuhe sind jetzt im Shop und ich habe direkt einen Kollegen, der sie bestimmt haben will. Und deswegen würde ich sagen, Sydney, das ist mein zweites Geschenk an dich, mein zweites Dankeschön. Gestern kam ja schon der Kogan-Skin und heute kommen die Bananenschuhe. Ich hoffe, du freust dich. W's Chat, Creator Code Reason 7 natürlich damit gekauft. Ja, da ist nochmal. Sydney ist auch drin. Let's go. Was läuft da für Lieder eigentlich im Hintergrund? Ist ja auch so, hat sie recht. Ja, Jan, du stehst am Spieß. Was? Was sagt der da, Digga? Warum ist er auf einmal Lolas so? behaarte spendet 3 Euro. Der, also wirklich! Seine Schlabberpulli wurde heute wieder richtig hart von Adam seinem Schmandpimmel durchgenommen. Ja, Digga, das ist irgendein Zehnjähriger! Wie kann man denn so eine Scheiße Der schreiben? spendet Das schreibt doch kein 5 Euro. Erwachsener! Oder? Ja, das ist tough. Los, warum ist er auf einmal Lolas so? behaarte Das ist respektlos. Das ist respektlos. Spannpimmel ist auch ein krasses Wort. Ja, nee, mehr habe ich dazu nicht gesagt. Ich wollte mir einfach nur anschauen. Weil ich werde nicht bei irgendwelchen Dramen mitreden. Leute, bitte kennen Sie mich nicht auf Twitter, Leute. Leute, bitte. Hat er die geschrieben? Best places to... Das für Sex, ja, im Bett, das ist ganz normal, das Übliche, ne? Und das lassen wir da auch mal. Und das lassen wir da auch mal. Hat keiner es gehört. Plane im Flugzeug, ja, das ist ja echt, ne? Vögeln im Fliegen. Bro, das steht auch noch auf meiner Bucketliste. Im Flugzeug, Digga. Das ist nämlich der most... Also, ne, da wird ja richtig drauf geachtet, dass man nicht im Flugzeug... Bro, aber irgendwann muss ich's machen. Irgendwann. Das ist vom Feinsten immer. Das muss so unschuldig sein. Ja, ist es auch, aber das ist halt... Das ist überrespektlos. Ist es respektlos? Mir egal, ich trotzdem... Sauna, ja, das ist Nein, Sauna ist nicht geil, Bro. What the f... auch gut. Da wird es richtig heiß. Und Nein. da glühen Nein, die auf gar ganzen keinen- Geschlechter. Oh mein Gott, ich checke aber. Digga, ich checke. Sowohl für Frau als auch für Mann könnte das krass sein in der Sauna. Weil der Schwanz ist ja richtig heiß, aber die Vulva, wie sagt man das in Fachsprache? Vulva? Vagina. Die Vagina ist ja innen drin, wird sie ja nicht behitzmäßig. Heißt, wenn ich jetzt mit meinem Schwanz in eine Vagina eindringe und in der Sauna bin, dann ist es für die Frau so was richtig Warmes dringt in sie ein. Und für mich ist es dann, dass mein Schwanz so richtig was Kaltes umgibt mich. Ich checke, Bruder. Pool, ja, das ist Pool ist okay. War jetzt auch nicht so geil. auch gut. Wasser, Junge, das ist eine ganz geile Geschichte. Da flutscht das viel besser. Das stimmt nämlich nicht. Das ist nämlich genau umgedreht. Es flutscht nämlich gar nicht. Bro, das ist todesunschuldig. Also es flutscht null. Forest, Ja, Forest ist krass. ja. Ich habe mal mit meiner allerersten Freundin im Forest rumgemacht. Das war tough. Wir sind einfach zu weit, Digga, das ist so weird auch eigentlich. Wir sind weit gegangen und dann haben wir uns irgendwann auf den Boden gelegt und haben einfach rumgemacht. Peak Cinema, Leute. Wie alt war sie? 15. Forest im Wald, ja, das ist was Genaues. Da kann man einen richtigen Ausritt machen im Wald. Kitchen, ja, eine Küche und Kitchen? Und du? Ich war auch 15, Bruder. Kitchen, ich sag mal so, die Buffs bei der Frau sind dann hoch, ne? Das ist ihr Heimatland. Tisch. War natürlich ein kleiner Spaß. Nee, aber Kitchen? Nee, ich war Read of Kitchen ist Arsch. Ja, so ein richtig Table Dance, das ist schon was. Table Dance! Street, aus der Ich checke, warum das Leute machen, aber eher nicht so. Straße, ja, das ist schon so ein Ding. So. Ja gut, bei Sternenlicht und wenn die Lampen leuchten, da fällt das nicht so auf. Aber es ist halt respektlos, weil da sind halt andere Leute und so, ne? Oder Fotobooth ist crazy. Fotobooth ist verrückt. Eine Fotokiste. Ja, da kann man richtig so ein paar geile Aufnahmen dabei machen. Sehr spritzige Bilder. Oder Fitting Room finde ich gar nicht geil.
Alter, das hört doch jeder. Fittingroom. Tja, warum nicht, ne? Ja, wenn es nicht so laut wird und keiner aufgeschreckt wird, das kann man ja machen. Ja, Boah, Elevator ist auch geil. Da ist so diese, man hat Angst, dass jemand den Knopf drückt, versteht ihr? im Aufzug ist nicht schlecht, ne? Stahlseile wackeln. Ach Mann, Bruder, ich liebe ihn. Ich weiß nicht, hat er mir zurückgeschrieben? Ich guck. Er wollte halt unbedingt meine Adresse haben, aber ich habe da erstmal gechillt mit Adresse. Was wäre mit kommenden Samstag? Oh, hell Bro. Samstag. Ach, Digga. Was? Das ist ja diese Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Am diesen Samstag ist es wieder soweit, Leute. Ich mache mein Debüt. Es ist vor Harztag. Wir spielen mit. Warte, ich guck, wer da alles mitmacht. Also wir spielen fast nur Influencer. Spielen gegen so eine andere Mannschaft. Digga, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das von dem Bild hier abzuleiten, Bro. Die sehen da alle so komisch aus. Halbi spielt mit. Ich glaube, Sascha Unsympathie spielt mit. Niki spielt mit. Schradin spielt mit. Paul Frege spielt mit. Chef Strobel spielt mit. Ich spiele mit. Aditoro spielt mit. Boah, die anderen zwei, da wüsste ich gar nicht, wer das ist. Zabix soll, glaube ich, auch mitspielen, habe ich gehört. Den war da jetzt, sehe ich da jetzt irgendwie nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt auch vorbeikommen, by the way, ne? Mir wurde gesagt, ich darf euch das sagen. Die Leute können vorbeikommen, es gibt eine Abendkasse. Also, wo? Hamburg. Hamburg, ich denke, hier, wie heißt das? Stadion Hohe Luft, glaube ich, ist es wieder. I guess, also da, wo die immer spielen. Digga, Voin ist so ein Rätsel für mich. Irgendwie macht der alles. Bro, der macht von chattet hier die ganze Zeit rein bis zu TikTok-Edits von mir, Digga, bis zu normalen TikToks, bis zu Musik, Bruder. Also, wo dann irgendwelche Fußball-Events kommen, wo er Geburtstag ist. Ja, da hast du recht. Ich bin ein großes Rätsel, auch für mich selber tatsächlich. Übrigens, nach den Sachen, was du genannt hast, ja, ich mache gerne Edits und alles mögliche. Ich habe auch selber meine Haare geschnitten. Unter anderem bin ich auch professioneller Flugzeugspotter. Na, da sind wir abgehoben. Ich bin auch professioneller Handstandtrainer. Aha, hat er falsch gemacht. Ich bin professioneller Volleyballtrainer. Angetäuscht, sehr gut. Und natürlich bin ich auch noch professioneller Gebäudebeobachter. Zu rund und ein professioneller Wichser. Tschüssi. Ja. Ja, ich schwöre, ich finde, Let's Hugo ist für mich wirklich das größte Opfer der Twitch-YouTube-Community, Ja, das passt, weil für mich ist Kuchentv das größte Opfer. ne? Wirklich, ich habe keine Ahnung, warum den so viele Leute überhaupt verfolgen, ne? Auch bei der Sache wieder. Ich meine, der fasst das ja jetzt zusammen, wirklich. Ich werde aus diesem Menschen einfach nicht schlau, wirklich. Ich finde den nicht mal lustig oder unterhaltsam. So, keine Ahnung, wird der gefeiert, weil der so dumm ist, oder? Oder wirklich, KuchenTV ist der Letzte, der da irgendwie reden kann. Bruder, ich verstehe auch nicht, warum Leute ihn schauen, Digga. Okay, ein bisschen, weil er bei jedem Drama seine Nase reinsteckt, okay, aber Bruder. Bro, er ist in meinen Augen, der schlechtere Mensch als ich jetzt. Wenn ich das so sagen darf. Also, was ich gehört habe, ne? Ist ja nicht gelogen, was da alles gesagt wurde von ihm.